Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli und der Frank. Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom Köln-Ding der Woche. Ich muss heute mal ein kleines Geheimnis über den Uli lüften, der wird's nicht gern haben. Das ist bisher aber kaum bekannt. Der Mann ist ein absolut versierter Freeclimber. Wenn ich zum Beispiel Piazzen höre, denke ich höchstens an jemanden, der die Mehrzahl von Pizza so gar nicht verstanden hat. Aber Uli weiß natürlich, dass das eine spezielle Klettertechnik an Rissen und Kanten ist. Und wenn er mal beiläufig fallen lässt, heute war ich wieder in einer echt gefährlichen Krux, klingt das für mich eher nach einem Harry Potter Abenteuer. Aber für ihn ist es schlicht die Schlüsselstelle in einer Wand. Aber sag mal, Uli, an welchem Kölner Bauwerk hast du das bitte schön trainiert? Klär uns mal auf, meine Bergziege. Also jetzt ist das Geheimnis raus. Man nennt mich auch den Kölschen Spider-Man. Und ein bisschen stolz bin ich schon drauf. Mir gegenüber sitzt Frank Mausbach, ein Mann, der den Gedanken des Lions Club We Serve, also wir dienen, wie kein anderer lebt. Er ist aktuell nur District Governor des Lions Club Zollstock, aber schon bald Lions Zone Chairperson vom Kölner Süden, dann Europa und dann kommt die Welt. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, um was es geht. Zumindest die vielleicht ein bisschen sich in der Stadt auskennen. Es geht also irgendwas um Lions und irgendwas ums Klettern. Genau, weil meine kleine Bergziege klettert auf etwas, was sich die Himmelssäule am Roncalli-Platz nennt. Wenn ich mit meinen Gruppen unterwegs bin, dann bin ich natürlich immer am Dom unterwegs und auch am Domhotel und auch am stillgelegten römisch-germanischen Museum und am Heinzelmännchenbrunnen und was weiß ich noch alles. Also rund um den Roncalli-Platz kann man viel Zeit verbringen. Und mitten auf dem Roncalli-Platz steht so ein Ding. Das ist eine 10 Meter hohe Säule. Und ich versuche die meistens zu schlabbern. Also ich mache da jetzt nichts proaktiv dazu, weil ich die Geschichte ein bisschen krude finde rund um diese Säule. Aber ab und zu wird man mal gefragt und dann muss man mit der Geschichte um die Ecke kommen. Ja, das ist eine durchaus kuriose Geschichte hinter diesem Kunstwerk. Im Mittelpunkt steht der Lions Club und unbezahlte Rechnung. Im Jahr 1984, der Zeitalter der Popper, Schulterpolster, Lederschlipsträger mit Aktenkoffern, hielt der Lions Club Deutschland eine Versammlung in Köln ab. Wer jetzt beim Lions Club an einen Fanclub vom Musical Der König der Löwen denkt, ist natürlich auf dem völlig falschen Dschungelpfad unterwegs. Der Lions Club international ist eine Institution mit mehr als 1,4 Millionen Menschen, die sich weltweit in fast 50.000 Clubs organisiert haben. Allein für Köln listet die Website der Lion Clubs circa 15 Clubs auf. Unter dem Motto We Serve, also wir dienen, engagieren sich die Lions bei sozialen und kulturellen Projekten. Als 84 die Geschichte hier war, wollte man auch ein kulturelles Ausrufezeichen setzen und hat gesagt, wir müssen was Bleibendes schaffen, sowas wie eine Skulptur, die mitten in der Stadt aufgestellt wird, die man gut sehen kann. Das war die Idee von dem Lions District Gründer Günther Huhn. Der hat das Ganze an OB Burger geschrieben. Das war kein Zufall, dass er ausgerechnet den Burger eingeschaltet hat, weil der Burger ist ebenfalls Mitglied bei den Lions. Und was ist? Auf einmal ging es in der Stadt ganz flott. Am 19. September kam das Schreiben an den Oberbürgermeister. Am 7. Oktober kam es zu einem Vorgespräch mit dem Künstler Heinz Mack, der übrigens auch Lions-Mitglied war, der das ganze Ding gestalten sollte. Ja, Heinz Mack ist ein deutscher Bildhauer und Maler und war zusammen mit Otto Piene der Mitbegründer der international renommierten Künstlergruppe Siro. Wer kennt sie nicht? Mack sollte im Auftrag des Lions Club also dieses Kunstwerk erschaffen, welches als sichtbares Zeichen von uns Lions in die Stadt Köln ausstrahlt. Der gewünschte markante Platz war sehr schnell gefunden. Das Kunstwerk sollte wo sonst auf dem Roncalli-Platz fast direkt am Dom platziert werden. Den Beteiligten war auch klar, dass diese exponierte Lage eine besondere Herausforderung darstellte. Der Künstler Heinz Mack im offiziellen Lion-Magazin sagte er dazu, ja, es ist eine künstlerische Provokation gewesen, die besondere Einladung, etwas unmittelbar vor dem Dom zu stellen, war die eigentliche Herausforderung. Der Dom in seiner architektonischen und strukturalen Macht hat mich gefordert.
Was war seine Antwort? Seine Antwort war die Kolumne pro Caelo, also die Himmelssäule. Das ist ein 62 Tonnen schwerer, 10 Meter hoher Granitblock, der mit waagerechten Rillen versehen ist. Und jetzt kommt die Idee, oben sind die Rillen etwas weiter voneinander entfernt, unten sind die Rillen etwas enger nah beieinander. Wir packen auch Bilder davon übrigens in die Shownotes. Und das soll symbolisieren, dass das Gewicht von oben nach unten drückt. Und die Beziehung zum Dom, die hat der Mack wie folgt definiert. Der Dom besteht aus tausenden unzählbar vielen Steinen. Die Stele, also unsere Himmelssäule, ist ein einziger Stein. Dieser eine steht den vielen gegenüber. Umgekehrt können sich die vielen Steine durch den einen repräsentiert sehen. Ja, kann man so sehen, ne? Durch dieses Gewicht, also wie viel waren es? 62 Tonnen, stellte das natürlich auch, sag ich mal, ein Problem dar. Weil das Ding musste ja auch irgendwie dahin. So mussten unter anderem auch Statiker aufwendig prüfen, ob der ausgewählte Platz der Himmelssäule den überhaupt tragen konnte, weil darunter liegt nämlich die Tiefgarage am Roncalli-Platz. Nach dieser technischen Hürde genommen wurde, warb Oberbürgermeister und Lions-Mitglied Dr. Norbert Burger beim Domkapitel und im Rat der Stadt Köln um Verständnis. Mit Erfolg am 24. Mai 1984 nahm die Stadt die Schenkung der Lions dankend an. Nur noch mal zum Zeitablauf, das muss man sich mal vorstellen. In Köln gehen nämlich manche Dinge flott. Also, der Lions-Distriktgründer schreibt am 19. September 1983 an Burger. Burger führt am 7. Oktober 83 ein Vorgespräch und schnauzt die Bautz, so schnell ging's. Am 24. Mai 84 wird die Schenkung der Lions angenommen. Also war ja so Pi mal Daumen ein halbes Jahr, wo das ganze Ding hier durchgejuckelt worden ist. Jetzt wird's aber ein bisschen undurchsichtig, also nebelig. Denn 29 Jahre gab es Unklarheit über den Stifter, wundert man sich jetzt bei dem ganzen Gedöns vorher. Denn grundsätzlich hätte damit ja alles gut sein können. Das Ding stand, war ausgerichtet, die Einweihung stand kurz bevor, alles gut. Doch aus damals noch unerklärlichen Gründen distanzierten sich der Vorstand der Kölner Lions wenige Stunden vor der feierlichen Übergabe von dem Kunstwerk. Konkrete Hintergründe waren lange nicht bekannt. Erst ein Gespräch mit Ulrich Stoltenberg, dem Chefredakteur, dem Pressesprecher des Deutschen Lions, bringt Aufklärung. Der hatte mich damals angeschrieben, als ich das erste Mal dazu recherchiert hatte und nachgefragt hatte. Und er hat gesagt, es ist Folgendes passiert. Ich zitiere den Ulrich Stoltenberg. Es ging um 93.500 D-Mark. Das waren die Kosten für den Transport und die Aufstellung der Säule. Heinz Mack hatte die Säule gestiftet, auch das Material, also dieser Granit, war eine Stiftung. Allerdings sollte der Betrag für den Transport und Aufstellung von den Kölner Lions alleine aufgebracht werden sollen, 93.000 und ein paar gequetschte. Problem war nur, die Kasse vom Lions Club war leer. Und da der Lions Club zu dem Zeitpunkt damals aus 30 Mitgliedern bestand, hätten die alleine den Beitrag aufbringen müssen. Ja, nichtsdestotrotz, das Ding war ja angefertigt, musste ja auch aufgestellt werden, beziehungsweise war ja auch schon fast eingeweiht. Die Lösung war, den Betrag dann auf viele Schultern zu verteilen. So legte der Lions Deutschland zusammen. Der Betrag wurde noch im Jahr 1984 bezahlt. Stoltenberg war auch Initiator einer neuen Plakette, die den Stifter eindeutig benannte. Die allerdings erst 2013 angebracht worden ist, weil vorher war das alles noch so ein bisschen nebulös. Und was Heinz Mack dazu sagt, im Lion, wieder dem offiziellen Magazin vom Lions Club, jahrelang gab es eine Unsicherheit in dem Sinne, die Skulptur hat irgendwas mit uns Lions zu tun. Viele andere hatten das auch schon so empfunden. Da kam aber schon die Frage auf, ob die Lions wirklich stolz auf dieses Werk sind und sich damit identifizieren können. Ja, jetzt mittlerweile schon, aber es war erstmal 29 Jahre Ruhe, bis man die Plakette richtig angebracht hat. Und auch das ist doch irgendwie wieder typisch Kölsch. Das Ding wurde bestellt, wurde aufgestellt und dann hat man sich überlegt, wer bezahlt die Rechnung eigentlich. Jetzt muss man aber dazu sagen, diese Granitsäule ist auf jeden Fall beständig. Und da kommen wir wieder zu unserem Spider-Man hier gegenüber. Und auch recht rau und griffig. Daher nutzten viele Freeclimber jahrelang die Säule als Kletterobjekt. Der Künstler Mack sieht diese Zweckentfremdung allerdings völlig gelassen. Wir haben in Köln eine Hochschule für Sport und die jungen Leute klettern dort mit ihren 10 Fingern hoch, zerstören aber nichts. Dieser Granit hält aus.
In 10 Metern Höhe angekommen, postieren sie sich und lassen Fotos machen. Das ist natürlich eine liebenswerte Geschichte. Ich habe überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe seit Ewigkeiten keine Freeclimber mehr dran gesehen. Also früher waren die regelmäßig jedes Wochenende da. Jetzt habe ich schon seit Jahren keinen mehr gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Stadt das vielleicht jetzt noch unterbunden hat oder so. Die haben das aufgehört, weil du die Todesroute alleine einhändig geschafft hast. Und jetzt haben die alle keine Lust. Ja, kann man ja verstehen. Ne? Insofern, wenn ihr in der Stadt seid, geht mal auf den Roncalli-Platz, guckt euch das Ding an. Ihr seht auch die Plakette, die ist jetzt nicht riesig, die Plakette, aber man sieht sie. Also, Lions Club steht dazu, bin auch ein bisschen klein. Und vielleicht packe ich das Ding doch mal in die Führung rein. Die Geschichte ist ja irgendwie doch ein bisschen Kölsch. Ja, ist doch ein bisschen Kölsch. Und da kannst du noch meine Frage zum Schluss mit reinpacken. Bitte. Welches bekanntes Denkmal über ein kölsches Original wurde vom Lions Club Köln mitfinanziert? Milovic. Nein, Hans Süper. Ach, tatsächlich? Doch, ja, das Ding in Sülz Bergenthaler da? Straße 313 in Sülz, da haben die Lions auch ein paar Euro reingesteckt. Oh, so ein Plakett dran. Da sind ganz viele Plaketten dran, ich weiß aber nicht, ob wahrscheinlich auch eine Lions. Falls es einer von euch weiß, gebt uns gerne mal die Infos. Wir packen alles, was wir gesagt haben, inklusive Bilder nochmal in die Shownotes. Guckt da gerne mal rein, guckt euch die Rillen von dem Ding an und klettert aber nicht rauf. Das ist ehrlich gesagt nur was für mich, aber ich bin ja auch Profi. Nur für Profis. Vielen Dank. Bleibt uns gewogen, hört weiter schön diesen Podcast und bis dann. Tschüss zusammen. Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok, da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.